Heute bete ich für Gottes Gunst in deinem Leben. Maria hat Gott aus tiefstem Herzen angebetet und wenn du und ich Gott anbeten, dann öffnet es die Türen für seine Verheißungen und es öffnet die Türen in seine Gegenwart. Also lass uns mal in die Weihnachtsgeschichte eintauchen, wo Maria Gott ein Loblied singt. Und zwar in Lukas 1, Vers 46 und folgende steht: Da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich dich, Herr. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Weißt du, und es geht noch weiter. Maria hat ihr Lob zu Gott gesungen und ich habe ein Bild mitgebracht. Vielleicht hat sie ungefähr so ausgesehen. Und das Lob, das hat sie so richtig beflügelt. Und genau das können wir tun in unserem Leben. Weißt du, Loben ist nicht ein Gefühl, Loben ist eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, da wo du bist, in deinen Umständen, deine Arme auszustrecken. Und weißt du warum? Weil du hast Gunst in deinem Leben, genauso wie Maria. Streck mal deine Arme aus, mach sie weit, gerade jetzt da wo du bist. Außer du bist am Autofahren. Streck deine Arme aus, das habe ich gemacht. Ich habe meine Arme ausgestreckt. Du musst dich nicht danach fühlen. Du kannst es einfach tun, weil es ist eine Entscheidung. Und als ich die Arme ausgestreckt hatte, da hatte ich das Gefühl, dass Jesus mir Federn ansteckt. So wie du sie da siehst. 9 auf der einen Seite und 9 auf der anderen Seite. Und weißt du, was die Federn bedeuten? Für mich sind es auf der einen Seite die Früchte des Heiligen Geistes. Deswegen habe ich da den grünen Apfel gemalt. Ein Symbol fürs Übernatürliche, deswegen grün mit blauem Blatt. Und auf der anderen Seite sind die Gaben des Heiligen Geistes. Und genau dafür bete ich. Das ist die Gunst, die über deinem Leben ist. Du bist gesalbt. Und das heißt, du bist göttlich bevollmächtigt, den Tag mehr als natürlich zu tun, über deine natürlichen Fähigkeiten hinaus. Du bist gesalbt, empfange das als Gebet. Du bist gesalbt mit Liebe, mit Ehrfurcht vor Gott, mit Erkenntnis, mit Rat, mit Kraft. Das ist das, was über deinem Leben ist. Lass es in dich hineinfließen. Und dann bist du gesalbt mit den Geistesgaben. Das bedeutet, du hast Liebe, du hast Freude. Das sind die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Frieden. Du bist gesalbt mit diesen Früchten des Geistes. Mit Treue, mit Selbstbeherrschung. Lass es in dich hineinfließen. Streck deine Arme aus. Lobe Gott für diese Gaben. Lobe Gott für diese Salbung. Ob du dich danach fühlst oder nicht. Weil genau das hat Maria gemacht in der Weihnachtsgeschichte. Da, wo niemand ist. Ich bin irgendwo im Wald, da ist kein Mensch. Und es gibt so viele Situationen, wo du einfach ganz alleine für dich bist. Niemand schaut dir zu, niemand sieht, dass du Gott lobst. Aber weißt du was? Was du im Privaten machst, das belohnt Gott öffentlich.